Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, so wie mein Vierräder just gesagt hat, das ist ein ganz technischen Text, über den wir schwätzen. Eine europäische Direktiv über intelligente Transportsysteme, wo technische Spezifikationen Donnen erfassen als Standarden definiert gehen. Wir haben diesen Begriff natürlich auch ein ganz einfach froh, nämlich die, wie können wir Mobilität bei uns besser organisieren, mehr sicher machen, den Bürger besser Informationen geben, für dazu auch die richtigen Entscheidungen treffen. Was bedeutet die Direktiv am Alltag? Wenn man über intelligente Transportsysteme schwätzt, denkt den Heinz du an etwas ganz Komplexes. Mit die handelt das einfach ganz praktisch. Es geht zum Beispiel um die Information, wie ich den nächsten Bus kann. Heute haben wir schon viele Busse mit Systemen equipiert, die ihre Position weitergehen. Das kann dann sowohl intern genutzt gehen, für zum Beispiel die Qualität vom Réseau zu kontrollieren, wie sie denken aber auch die Passagiere, an dem Sinne so, wie ich dazu Bus können, ob man überhaupt unterwegs gehen, Tretaren und so weiter. Es geht aber hier um mehr. Es geht hier um den Straßenverkehr. Sensoren, Kameras oder andere Systeme können Informationen liefern, wie der Verkehr fließt. Diese Informationen können genutzt werden, für den Verkehr besser zu gerieren, für die Utilisatoren zu informieren oder für Navigationssysteme zu verbessern. Es geht aber auch um andere Services, wie zum Beispiel Disponibilität für Parkplätze, Carsharing-Angebote, Verlustlokationsmöglichkeiten, Informationen über Kamionsparkplätze oder den europäischen E-Call-System, den am Fall von einem Accident eine effizient und standardisierte Kommunikation mit den Notdiensten garantiert. Den zentralen Gedanken von der europäischen Direktiv also nicht, dass der Staat all Données selber soll sammeln. Der Kehrgedanken ist in anderen. Die wichtigen Mobilitätsinformationen sollen disponibel sein an einem gemeinsamen Format, auf eine Manier, die verschiedene Services können benutzen. Das ist besonders wichtig auch für Lützeburg. Wir sind nämlich ein Kleinland, das grenzüberschreitend funktioniert, wo viele Leute alltag Grenzen ran und rausfahren. Als Mobilität also nicht auf der nationalen Grenze ab. Für das digitale Mobilitätsservice funktionieren können, brauchen wir also gemeinsam europäische Standards. Der Bürger soll also nicht bei allen Grenzübergängen neue Applikationen uploaden oder sich mit anderen Systemen beschäftigen müssen. Aber gerade so ein digitales Projekt brauchen wir für die Grenzen eine gemeinsame Technologie zu nutzen. Ein wichtig Frage ist der Schutz von Daten. Die Regierung hat an der Präsentation des Projekts erklärt, dass dieses Gesetzesprojekt nicht die Verarbeitung von persönlichen Daten bezweckt, wie vor allem Mobilitätsinformationen betreffend Opfer an den Verkehr. Diese Differenzierung ist wichtig. Wenn ich wissen will, ob auf einer Autobahn ein Stau ist, muss ich nicht wissen, wen an einem Auto sitzt, wer sich bewegt. Es geht um die Information, wie der Verkehrszustand ist. Trotzdem ist Navi von der CNPD eine wichtige Erinnerung. In einer digitalen Welt können auch Informationen, die auf den ersten Blick nicht persönlich sind, auf verschiedene Fälle kombiniert gehen und damit dann neue Erkenntnisse erleben. Dafür ist wichtig, dass Transparenz, klare Verantwortung und der Respekt vom Datenschutz von Anfang an gedeckt gehen. Digitalisierung darf nicht heißen, dass die Bürger die Kontrolle über seine Informationen verliert. Herr Präsident, eine zweite wichtige Frage ist natürlich die Umsetzung am Terrain. Ein Gesetz an den europäischen Standard sind eine Sache, aber die richtige Herausforderung ist, das Regeln und Praxis umzusetzen. Wir wissen alle gut, dass viele Akteure Daten benutzen. Administrationen, Transportoperateure, Privatdienstleister, wir haben auch Gemengen. Mit Daten zu holen, als die eine Sache, so bei einer funktioniert Dateninfrastruktur zu setzen, eine andere. Ein Excel-Dokument ist noch lange nicht eine einfach digitale Plattform. Daten, die wir brauchen, müssen strukturiert sein, aktualisiert sind, an einem gemeinsamen Format auch disponibel sind. Dafür ist wichtig, dass nicht nur Obligationen definiert gehen, mehr auch Unterstützung angeboten wird. Besonders als Gemeinde brauchen klare Urlaubsstellungen und technische Hilfe.
Net allgemeng hat dieselbe Ressourcen Großgemengen und anderer wie kleiner an die Administrationen sind unterschiedlich abgestaut. Der Approsch über Data Governance an die geplanten Unterstützungsstrukturen als dafür ein ganz wichtiger Schritt. Es wird darüber kommen, dass das Hölle auch direkt und terra konkret umsetzbar ist. Herr Präsident, CSV steht für eine moderne Mobilität. Wir wissen, dass Mobilitätsprobleme von heute nicht nur durch neue Straßen oder durch neue Infrastrukturen zu lösen sind. Informationen und digitale Instrumente können einen wichtigen Beitrag leisten, für die Bürger besser zu informieren, für den Verkehr mehr sicher zu machen, für die Benutzung vom öffentlichen Transport mehr einfach zu machen, auch für als Mobilität mehr effizient zu organisieren. Mit Technologie als kein Ziel aus sich, sie muss der Mensch denken. Dafür sind 3 Sachen für uns entschieden. Erstens Klarregeln an eine konkret gesetzliche Basis. Zweitens ein starker Schutz von der Privatsphäre und Transparenz für die Bürger. Drittens eine realistische Umsetzung mit den vielen Akteuren, die als Mobilität am Alltag garantieren. Dieses Gesetzprojekt geht ganz klar in die richtige Richtung. Das ist wichtig, dass Gemeinden durch die Regierung und die Administrationen konkret begleitet und unterstützt werden. An dem Sinn gehe ich den Akkord von der CSV-Fraktion. Merci.